Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem 3:3 bei RB Leipzig. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich so tue und ist natürlich völlig kostenlos auf YouTube. Und damit rein in den Bums. Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern. 3:3 ist es ausgegangen und wie immer hat unser Gast das erste Wort. Vincent Kompany, gerne dein Fazit zum Spiel. Yeah, just a quick word in English for me makes it a little bit easier. What a game! So I think sometimes you can overanalyze a performance. I think my opinion is first half they were better, second half we were better. Simple enough. But good. Ja, deswegen hast du auch 3:3 gespielt, Alter. Wenn du es so einfach runterbrechen willst, ja, okay. Dann überall analysiere es nicht, dann breche ich es so runter und dann musst du mit dem 3:3 zufrieden sein und gut. Energy throughout the game, so it wasn't a case that in the first half we didn't have the energy. It wasn't a case that we played against a team that gave us an easy second half. It was just, decided in a lot of details by sometimes the quality of the plays and also sometimes, the momentum of the game. So in the end, I think. Naja, das hatte nichts mit dem Momentum von dem Spiel zu tun in der ersten Halbzeit, Alter. Wir sind halt null mit dem Pressing klargekommen von RB. Ja? Keiner auf dem Feld. Good game for the fans, not a bad result for us, and a very proud about the second half, because again we come to a place that I knew Red Bull Leipzig would have a reaction after last game. It was just it. Hallo, die heißen nicht Red Bull Leipzig. Was ist denn da los? Ich glaube, es sackt. Had to be, and they have good players. They have obviously the energy and momentum of a new coach, and you could see this in the game. In the beginning, we weren't able to cope with that. But the reason I'm proud of it is because we had quite a few players not there, and the energy and the image we gave of ourselves wasn't too different from what we do in our best moments, especially in the second half. So yeah, congratulations to the boys, and we are close now. Vielen Dank, dann gerne dein Fazit, Jolt. Ja, mit vieles einverstanden, was Vincent gesagt hat. Was für ein verrücktes Spiel. Ich glaube, es ist eine richtig gute Werbung für Bundesliga. Das war ein richtig unterhaltsames Spiel für Zuschauer, für alle im Stadion, glaube ich. Für uns als Trainer war ein bisschen manchmal zu viel vom Guten, von Emotionen, aber auf jeden Fall war ein richtig gutes Spiel. Ich habe auch genauso gesehen wie Vincent. Ich bin stolz auf meine Mannschaft wegen der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben und verdient 2:0 geführt haben. Wir haben gewusst, dass Bayern München in der zweiten Halbzeit kommen wird und die sind in der Lage, jederzeit einfach nochmal eine Schippe drauflegen und nochmal die Schalter einfach hochschalten. Und das ist passiert und wir haben in 2-3 Minuten, leider wegen 2 Unaufmerksamkeit, haben wir 2 Tore kassiert. Und natürlich, das macht mit einer Mannschaft was aus. Und dann haben wir ein paar Minuten gebraucht, um nochmal wieder richtig ins Spiel zurückzukommen. Wir haben versucht mit Wechseln einfach mal frische Beine und nochmal Qualität nachzuwechseln. Und ich bin sehr stolz, dass wir bis zum letzten Sekunde einfach daran geglaubt haben. Und ich bin sehr glücklich, dass genau Jussi Posen war derjenige, der noch diese Ausgleichstor geschafft haben. Am Ende ein gerechtes Unentschieden und wir nehmen das einen Punkt mit. Vielen Dank für das Fazit. Dann machen wir eine kleine, schnelle Fragerunde. Die Kollegen aus München müssen relativ schnell dann auch zum Flughafen. Und wie immer kurzes Handzeichen und dann legen wir los. Wer mag beginnen? Keine Fragen. Niemand? Ah doch, Yvonne Gabriel von der Bild. Glückwunsch zum Punkt. Als wenn die Bild-Zeitung da jemals mit irgendeinem Reporter auf dieser Welt in irgendeiner PK sitzen würde und keine Frage stellen würde. Jetzt sind wir mal gespannt, ob die Fragen genauso idiotisch sind wie bei unseren Bildreportern. Du hast ja vom Spiel offen gelassen, wer Kapitän wird. Jetzt war es Kevin Campbell, zuletzt war Xavi. Kannst du noch mal erklären, wie die Entscheidung gefallen ist und was Kevin da auch prädestiniert dafür, eigentlich die Binde zu tragen?
Und Kevin ist seit sehr, sehr langer Zeit hier beim RB und der Kevin ist ein Vorzeigeprofi, wie er trainiert, wie er spielt, wenn er gesund ist und was er für die Mannschaft gibt als Mehrwert. Das ist einfach vorbildlich. Ich wollte heute einen Kapitän haben, der Erfahrung hat, der einfach ein richtig guter Leader auch sein kann und ist schon, hat schon mehrmals bewiesen. Und deswegen ist die Entscheidung auf Kevin Campbell gefallen, nicht gegen Xavi, für Kevin Campbell. Uli Krömer. Bei der Bild muss das auch extra nochmal nachschieben, so deutlich. Mal im ZRB Live. Was war der Schlüssel in der ersten Hälfte? Von oben sah das aus, als wären diese Pressingreihen sehr, sehr gut gestellt gewesen. Das Pressingnetz war einfach gut. Das erinnerte auch an frühere RB-Tage. War das so auch für dich so der Kern dieser guten ersten Hälfte? Ich glaube, ja, aber ich würde ein bisschen zurückgehen. Also das Auslöser war unser Frankfurt-Spiel. Wir waren absolut nicht zufrieden mit der Herangehensweise und wie wir dort gespielt haben. Das waren wir einig mit den Jungs. Und wir haben in dieser Woche viel vorgenommen. Wir wollten diese Woche eine Qualifikationswoche machen, habe ich euch schon mal gesagt. Ich habe alles noch offen lassen und ich habe jeder die Möglichkeit gehabt, sich über Training zu zeigen und mir zu zeigen, wer ist bereit gegen so eine große Spiel. Sollte das aber nicht immer so sein? Dass man sich in der Woche im Training zeigt und dann halt spielt aufgrund des Trainings in der Woche? Spiel gegen Bayern München. Und die Jungs haben das gemacht und dann, gerade wie bei Kapitänsbinder hier auch, wir haben für jemanden entschieden und nicht gegen einen anderen Spieler. Also alle, die auf dem Startelf gestanden haben, die haben das richtig verdient und durch gute Leistung verdient. Und alle anderen, die auf der Bank sitzen könnten, einfach mal, die haben den Momentum einfach mal gekriegt, reinzukommen und nochmal zum Spiel irgendwas dazugeben. Und das ist uns, glaube ich, heute gelungen. Okay, ganz kurz, gibt es noch Fragen an uns an Company? Wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr schon mal euch losmachen, würde ich sagen. Danke. Und dann machen wir noch den Rest unserer Fragen. Ja? Ja gut, Leute, dann mache ich hier auch Ende. Also mich interessiert jetzt nicht, was voller Respekt natürlich, ja, schon sehr sympathisch. Ich meine, wir kennen ihn ja auch, war ja unter Tuchel Co-Trainer. Ja, ich muss ihm jetzt nicht noch die Analyse von RB anhören. Ja, Vini wischt es so weg, wie er es weggewischt hat, kann ich verstehen. Alles ist gut, nichts passiert, nicht verloren. Man kann über die erste Halbzeit reden, das habe ich getan in meiner Analyse. Auch über die zweite Halbzeit kannst du reden. Ja, am Ende des Tages waren wir einfach nicht da in der ersten Halbzeit als Mannschaft. Haben es dann in der zweiten Halbzeit gute 35 Minuten gehabt und ja, that's all. Von daher wären wir morgen auf dem Sofa Meister oder halt nächste Woche zu Hause gegen Gladbach. Eins von beiden wird es werden, wa? In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus und kommen rein. In diesem Sinne, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.